Stichwort industrielle Revolution, Digitalrevolution, Arbecht 4.0, Industrie 4.0. Das sind Begriffe, die immer mit Dachs heiert. Begriffe, die als alle Guten, ob man das wollen oder nicht, etwas umgehen. Die Frage ist, wie wollen wir in Zukunft schaffen? Welche Kompetenzen brauchen wir am digitalen Zeitalter für wertvolle Arbeitsplätze? Unter dem Thema stung für kurz eine ganz interessante Kolloque von der Chambre de Commerce, dem Arbeitsminister an der Chambre des Salariés zu Lützeburg. Viele, ja bald alle Gurenberufer, werden an den nächsten Jahren und Jahrzehnten ihr Gesicht ändern. Vielleicht mehr wie einmal sogar. An neue Berufer werden beikommen, andere verschwinden. Ein Educateur zum Beispiel wird nicht durch eine Maschine ersetzt gehen, ein Schauspieler auch nicht. Aber wusstet ihr zum Beispiel, dass der Beruf vom Bäcker quasi zu 100% automatisiert gehen? Das heißt nicht, dass wir in Zukunft Bäckerinnen nicht mehr ausbilden sollen. Nein, der Bäcker geht aber manner den manuell schafft, mehr echter den neue Produkte entwickelt, die dann hernach an einem automatisierten Prozess hergestellt gehen. Ein Bus kann irgendwann allein fahren, haut theoretisch schon. Das heißt aber nicht, dass wir als Kanner hernach an einen Schulbus setzen, an die von Robotern an die Schule gefahren. Nein, Personal am Bus hat dann andere Chargen, wie eben just den Bus zu fahren. Das Ganze ist nicht just eine Frage von Technik und von Wirtschaft, aber das auch, und allem, eine Frage von unserer Gesellschaft. Wir können die Diskussion mit Ängsten führen, das wäre nicht der richtige Weg, oder wir führen sie mit Hoffnung. Hoffnung, dass wir später als Kanner an einem immer mehr sicheren und properen Umfeld Männer körperlich schwer Arbeit machen, an als Arbeitszeit besser andeuten können. Neue Herausforderungen werden dabei. Eine große Herausforderung ist die Ausbildung und die Weiterbildung. Wie präparieren wir heute Leute auf Berufe, die es morgen gar nicht mehr oder auch nicht gibt? Wie passen wir uns an die Entwicklung an die bestehenden Berufe an? Wie nie, wo schaffen wir? Wir haben im Moment einen Retard zu Lützeburg, was die sogenannten Talents numériques angeht. Leute also, die sich perfekt an der technologischen und digitalen Welt auskennen, an die auch Leute formieren können. Wir müssen dafür Trainerinnen importieren und auch Leute, die uns formieren. Train the trainers, wie das so schön auf Englisch heißt. Der Gros von den Arbeitsplätzen wird sich also verändern, sodass man nicht mehr lernt, eine Weiterbildung kommen. Dafür gibt es von Zeitkonten für die Formation continue, ein Konto mit einem gewissen Recht auf Formationsstunden, ein lebenslanges Bildungskonto, den ihn auch bei den nächsten Patron kann holen. Auf verschiedenen Arbeiten werden in Zukunft nicht mehr so Platz- oder zeitgebunden sein. Flexibilisierung ist gefragt, und darin verstehen Arbeitnehmer und Arbeitgeber nicht unbedingt dasselbe. Jeder will dadurch dann Privatleben so gut wie es geht unter den Hut kriegen. Kompromisse sind also gefragt. Sozialpartner müssen zusammen das neue Bild vom Arbeitsmarkt zeichnen und umsetzen. Und etwas gilt nicht zu vergessen. Auch an der Roboterzeit steht der Mensch am Zentrum und nicht die Maschine.